Moin, ich bin Miriam. Ich lese nicht heute eine Geschichte von der Kuh Lizzie. Die Geschichte ist vom Alexander Steffensmeier auf Deutsch geschrieben ging und ich habe sie auf Lützeburgisch übersetzt. Buch heißt Lizzie kann nicht schlafen. Oves hat Bauer Frau den Dieren am Kuhstall immer eine Geschichte vorgelesen. Mal hat sie von Wellen, gefährlichen Tieren geschwärmt, da von starke, streiterische Piraten, an Heiansdo von 3 Schwingerscher, die Häuser bauen. Dunno gongen Dieren dann hannecht an hir ege Stall fir ze schlufen. Ma wie Lizzie et sech so richtig gemidlech am Strei gemach hat, huet ze op immer gemerkt, dat ze eigentlich gar net mit war. A wat Lizzie sech méi gin huet anzuschlafen, wat ze immer méi munter gouf. All de Janer ho bestimmt schon deif a festgeschlofen. Just sie war noch wakrech. Lizzie huet sech hin an hier gewenzelt. Dann huet ze Patrick geprobéiert, déi heiansdo gehollef anzuschlafen. Sech mit Hopsen, dick für de Strëmbundun, eng Tass Tee trinken, an eng warm Bidde klammen, oder soll se Schäfer schaziele goen? Haf goufet awer kein Schof. Nëmmen eng Gees, ma fleicht war der wert et ze probéieren. Lizzie huet de Kap an de Geesestall gestach. Eend, ducht Lizzie. 2, wann en Pony mat zielt. Ma mitgehen as se doofen awer net. Enttäuscht ass Lizzie weitergangen. Wat war dat fir Geräischlo grad? Gees huet verwonnert den Na opgemach. Dat wär doch net de wëllen Tiger sinn, von dem Bauere Frau erzielt hat. Emol war der Gees onheimlech. Am Pony huet ze viersichtig Stalldier zougemacht. D'Schwein hunn zufrieden am Schlof gegrunzt. Och 2 huet Lizzie gezielt an hat op emol eng Idee. Säier asse weiter getrapst. Verwonnert hunn Schwein alle beet na opgemach. Wie wat Lizzie so spät nach an Weh? Konnt sie eieren net schlofe können. Dat kann eis net geschéien, und Schweige duerch da gekickelt. Oder dach, op emol waren se hell wakrech. Dei aner Diere sinn all zu 2. Kee wonner, dat ech net kann nachschlofen duercht Lizzie. Ech si ganz allein. Da je also, d'Bauere Frau weet Lizzie op emol an hirer Kummer stong. Du kannst haut bei mir schlofen. Dat ass besser, duercht Lizzie. Ma de Buedem ass ziemlech hart fir an allem fir de Schwanz. An den Dokes hat et och méi Kommod am Bett. Weet Lizzie dunner nach de Kap op d'Kësse wot lehen, dun ass d'Bett ze Summe gekrächt. Raus mat da, huet d'Bauere Frau am Lizzie gejaut ass aus der Schlofkummer gesot. Dem Lizzie sei Blick ass op den Telefon gefall. Fleicht konnt sie jo bei hirem Kolleg, dem Breifträger, schlof. Rësse schmoul huet den Telefon gerabbelt, eier de Breifträger opgehowen huet. So den eiers de Breifléier, Fleifbreier, nee, Breifträger. Nur de so der Ruhestoffer schlof geklungen, dat Lizzie op immer vergiss hat, wat ze eigentlich wollt froen. Huet de Schwitze den Hörer opgelöscht an huet sech davor gemacht. Aus dem Hingerstall huet ze en dust Schnarchen heieren. Vierwet sech huet Lizzie ihrer gelust. Du gesoret awer gemidlech aus. Se ganz los geif machen, kennt ze fleicht heich schlufen. Das besser duercht Lizzie. Mat war stüpsech, an die viel Plommen hunn se gekëddelt, an et huet gemipst, no, he, Ätschi! Ihr eend vun den Hänger so konnt blicksen, als Lizzie séier hannecht an hire Stall gesprongen. Lizzie huet sich an d'Strei geluecht, an et Mëcht gelauscht. Bauere Frau ging Traber auf, all Trepplik huet gekracht. An hirem futtise Bett konnt sie net mehr schlofen. E Kaffee geif ihr lochmachen. Du huet den Telefon gerabbelt. De Breifträger war beonruhigt. Seng Mam a seng Schwester hatte net bei him ugeruf. Dat wusst ihr schon. Lo wollte wissen, ob Baueren Haf alles an 3 wie.
Gees an de Pony hunn de schwéiere Schaf fir'n Stall Dir gereckelt, do géiwe lo keen Tiger arakommen. D'Schwein hu sech hin an hier gewenzelt an onrouech gegrunzt. An d'Hänger hu sech gewonnert, fir wat hiren Dach fortgeflönnert. Lizzie louch rouech an hirem Stall an huet sech an d'Strei geduckelt. Et war so schein ze heieren, dat sie net eleng Haf war, a sie ass zufrieden a geschloff. Dat war d'Geschicht vun der Kau Lizzie, déi net schloffe kann. Ich hoffe, sie hat dich gefallen. Auf die nächste Kei.